Bonn begrüße ich die beiden Cheftrainer, Ismail Atalan und Herrn Mühlinger. Und die ersten Worte hat immer der Gast. Herr Atalan, ist Ihre Einschätzung? Ja gut, wie gesagt, ich habe ja schon gerade zu Jürgen gesagt, einfach im Endeffekt muss man sagen, was es verdient, 0-0, obwohl wir natürlich ein paar bessere Möglichkeiten hatten. Am Ende die Situation, wo 2-3 Mal hier die Mitspieler den Fuß davor halten oder 1-2 Kontermöglichkeiten, aber man muss auch sagen, es war eigentlich sehr, sehr schwer für beide Mannschaften. Ich glaube, beide haben versucht, Fußball zu spielen. Man hat das gesehen, aber auf dem Platz war das echt extrem schwer, weil er immer wieder aufgetickt ist. Man konnte den Ball immer wieder nicht vernünftig aufnehmen oder bearbeiten. Ich glaube, von der Einstellung kann man beiden Mannschaften keinen Vorwurf machen, dass irgendeiner sich hängen lassen hat, aber es ist auch extrem schwer, durch die Bedingungen Fußball zu spielen. Für Schalke hat man gemerkt, dass sie unbedingt keinen Fehler machen wollten, weil sie die unten drin stecken. Und bei uns hat vielleicht wirklich die letzten 5 bis 10% gefehlt, um halt doch die Ernsthaftigkeit zu tun. Deswegen denke ich mal, klar hätten wir 1-2 Möglichkeiten besser ausspielen müssen. Ja, ich denke, wenn die Cicek die letzte Aktion vom Tor steht und den ins Ausschießt, nicht mal ins Tor aus, sondern ausschießt. Von daher ist im Endeffekt ein gerechtes Unentschieden. Ich wünsche Schalke auf jeden Fall alles Gute von Jürgen und der ganzen badischen Truppe. Viel Erfolg in Zukunft. Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Es war halt sehr schwer für beide Mannschaften. Ja, also auf Boden im Witterungsverhältnis, sage ich mal, dann ein vernünftiges Spiel zu machen. Lotte hat es sehr körperbetont natürlich gespielt auch, da haben wir uns auch schwer getan mit. Und ja, ich glaube, bezeichnend ist, dass keine der beiden Mannschaften so eine richtige Torgelegenheit hatte, glaube ich, über 90 Minuten. Ja, beide Mannschaften haben gekämpft und versucht. Aber schlussendlich hat dann der letzte Pass gefehlt, bei uns auch mal, wo wir schon mal Raum hatten, eine Kontermöglichkeit, dass er nicht ankam. Und ja, es ist ein gerechtes Unentschieden und ja, müssen wir mal mit dem Punkt jetzt zufrieden sein. Und gerade bei so einem Spiel ja, können wir das sein. Aber die Jungs haben gefeitet bis zum Schluss und von dem her kann man da keinen Vorwurf machen. Und müssen wir jetzt so mitnehmen und die nächsten Wochen dann weiter.